Einen wunderschönen guten Abend, eine wunderschöne erste Rauhnacht wünsche ich dir. Und ich finde es schön, dass du dich dafür interessiert. Und ich möchte dir ein bisschen was erzählen, was die Rauhnacht so in sich hat. Und zwar ist es eine wunderbare Zeit, das alte Jahr abzuschließen, loszulassen von alten Belastungen oder von materiellen, physischen und psychischen Sachen und Erlebnissen, die man jetzt los kann, damit du nachher wirklich beide Hände frei hast für deine Zukunft und für das neue Jahr. Und es gibt verschiedene Varianten, wie man die Rauhnächte zelebrieren kann. Und zwar kannst du dich da wirklich noch mal ein bisschen schlau machen, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Und ich erzähle euch jetzt einfach, wie ich das seit mindestens schon 6 Jahren mache. Und zwar nochmal kurz abgekürzt. Die erste Rauhnacht findet mit dem 24. auf den 25. Und die letzte Rauhnacht ist vom 5. bis zum 6. Januar. Und dass man, also die heidnischen Bräuche, das war schon vor dem Christentum, war das ein Thema bei unseren Vorfahren. Und zwar finde ich es eigentlich noch schön, weil du siehst es ja an den Bäumen, die Bäume lassen ihre Blätter und sie ziehen sich langsam zurück. Und auch für uns ist es jetzt, indem die Tage kürzer werden, beziehungsweise jetzt langsam seit dem 21. Dezember der Julnacht wieder heller werden. Aber trotzdem sind wir immer noch in Dunkelheit, und wenn es jetzt auch ein bisschen schön geschneit hätte oder hat, dann wäre wirklich alles ein bisschen mehr in Ruhe und in Stille. Und genau um das geht es eigentlich auch während den Rauhnächten. Sie eignen sich aber dazu, auch wunderbar irgendwelche Rituale zu machen, irgendwelche Voraussagungen, Weissagungen, wie zum Beispiel das Kartenlegen. Oder man sagt auch, achte dich darauf, angeblich, was du in den Rauhnächten träumst, denn das kann in Erfüllung gehen oder ist eine Voraussagung oder eine Weissagung. Man kann aber auch ganz viele andere verschiedene Rituale machen. Ich stelle dir jetzt mein Ritual vor, und das ist eigentlich wirklich nochmal in mich einzukehren, jede einzelne Nacht, mich mit verschiedenen Fragen zu meinem Leben, zu mir selber zu stellen, nochmal tief einzukehren und wirklich wahrzunehmen, was ist alles passiert, was habe ich gelernt. Und ich stelle dir jetzt einfach mal, ich möchte es jetzt glaube ich einfach mal vorstellen. Und zwar finde ich es immer wichtig, dass du dich darauf achtest, dass dein Raum, wenn du dieses Ritual machst, wirklich auch geschlossen ist, sodass sich der Raum mit der Zeit auch wahrlich füllen kann mit dem Duft. Jetzt erkläre ich aber zuerst mal, was ich genau benötige und was ich dir empfehle, für deine Rauhnächte vorzubereiten oder hervorzunehmen. Und zwar, ich habe hier als erstes mein Rauhnacht-Tagebuch und einen Stift natürlich. Und das Schöne daran ist, wenn du das mehrere Jahre lang machst, du kannst dann zurückschauen, zum Beispiel hier mein erster Eintrag, der war in 2014, und da habe ich verschiedene Fragen, also die Fragen, die ich mir gestellt habe, auch beantwortet, und mit der Zeit kann ich da auch ein bisschen nachvollziehen, was hat sich über die Jahre, wie habe ich mich weiterentwickelt, wo hat sich mein Leben hin entwickelt, wo sind vielleicht Punkte, an die ich immer wieder rangerate, oder wo fließt es endlich oder wo fließt das Leben. Also sicher mal ein Tagebuch, ein Rauhtagebuch ist sicher mal eine wunderbare Sache. Ich schlage mal schon gleich die neue Seite auf, damit ich dann nachher gleich anfangen kann. Also das Rauhtagebuch einfach nochmal, um dir deine Fragen zu beantworten, die du dir auch stellst, damit du im Nachhinein auch zurückblicken kannst, was genau war da. Dann, was ich als zweites empfehle, ist ein Kalender vom letzten Jahr, also von diesem Jahr, was wir abschließen, weil ich trage mir immer noch sehr viel in meinen Kalender ein, vielleicht hast du das Ganze schon digital oder dich an die digitale Welt gewöhnt, denn im Kalender steht immer noch mal drin, wann genau habe ich den, wenn du jetzt einen Jobwechsel gehabt hast, wann hat der Job angefangen, vielleicht war da ein großes Fest, was ist da passiert. Also ich finde, der Kalender hilft einem immer wieder gut, auch ein bisschen mehr den Überblick zu bekommen, was genau ist denn passiert in dem Folgemonat. Denn, vielleicht muss ich das auch noch zuerst sagen, in meinem Ritual, welches ich dir jetzt vorstelle, geht es wirklich darum, jeden Monat des Jahres nochmal Revue passieren zu lassen,
zu sehen, also zum Beispiel die erste Rauhnacht steht dann für den Januar, in diesem Fall, also wirklich von diesem Jahr, das wir jetzt abschließen, der 25. auf den 26. die zweite Rauhnacht, geht dann zurück auf den Februar, was ist da passiert und so weiter und so fort. Und die 13. Nacht, die vom 5. auf den 6., mache ich persönlich immer einen Überriss über das ganze Jahr nochmal so grob. Wo ist der Peak, was war letztes Jahr oder was war dieses Jahr mein Thema, wie stehe ich heute dazu und wie werde ich in Zukunft dazu stehen oder kann ich es loslassen oder als erledigt anschauen, dass man noch schnell so zu den Daten lernt. Entschuldigung. Also, wir haben das Tagebuch, das Rauhtagebuch, wir haben den Kalender. Ganz wichtig ist, dass du hier Sand nimmst, aber feuerfesten Sand. Also es gibt ja Sand, der dann anfängt zu schmilzen, aber es gibt auch den Sand, den du für Kohle und für heißere Situationen benötigst. Und zwar brauchen wir den Sand für ein hitzeresistentes Schälchen. Ich habe hier so eines. Und in dieses schüttet man quasi dann den Sand rein, um die ganze Hitze noch ein bisschen mehr abzudämpfen. Nicht, dass es hier noch zu gefährlichen Situationen kommt. Dann, ganz wichtig natürlich zum Räuchern, ist Kohle. Da gibt es ganz verschiedene Anbieter und auch verschiedene Größen und Dicken. Ich persönlich bevorzuge jetzt nicht so eine dicke Kohle, wie ich sie hier habe. Aber weil viel davon wird wieder verschwendet. Es gibt aber auch solche, die sind, ich glaube, die ist auch relativ dick, aber die ist jetzt zum Beispiel noch größer, als wenn man die zwei hier vergleicht. Wobei sie ist auch ein bisschen dünner, aber trotzdem, dass man da nicht so viel verschwendet. Und man kann sie eigentlich in, ich nenne es jetzt mal Hexenlädelchen kaufen. Man kann sie aber auch ganz gut beim Tabakhändler kaufen. Für die Shisha wird ja auch Kohle verwendet und da spart man meistens ein bisschen Geld. Genau, das so zu den Kohlen. Wir fangen schon mal gleich damit an, die erste Kohle anzuschmeißen oder beziehungsweise die Kohle anzuschmeißen, denn hier ist noch wichtig zu sagen, du siehst es gleich, sie fängt so ein bisschen an wie ein kleines Feuerwerk zu beginnen und dann zieht sich eigentlich die Hitze wie eine Kette durch die ganze Kohle hindurch und die brennt jetzt eigentlich so weiter und ich sollte aber erst mit den Kräutern anfangen, also mit dem warmen Räuchern, erst anfangen, wenn die Kohle anfängt weiß zu werden, das heißt, dass sie regelmäßig und überall erhitzt ist. Also jetzt würde ich eigentlich das ganze Räucherwerk verbrennen, wenn ich das jetzt schon raufschmeißen würde. Dann habe ich hier noch eine Kräutermischung mit verschiedenen Kräutern drin. Da erkläre ich dann auch mal noch ein bisschen später mehr dazu, aber was sicher sehr geeignete Materialien bzw. Gewürze und Kräuter sind, ist Weihrauch, Myrrhe, Wacholderbeere. Da können wir aber noch ein anderes Mal noch genauer darauf eingehen, was denn die einzelnen Kräuter so für eine Wirkung haben. Genau. Und man sieht es jetzt schon, langsam fängt die Kohle an zu ziehen, wärmer zu werden. Falls du jetzt keine Rauhmischung hast, die speziell für die Rauhnächte gemacht ist, kannst du, oder eignen sich diese Tage auch wunderbar, um mit Salbei deine Wohnung auszuräuchern, deine Aura auszuräuchern. Also auch hier Reinigung ist ein großes Thema von den Rauhnächten. Ich bereite mich für die Rauhnächte immer vor, indem ich mir bequem einen Meditationssitz einrichte, so wie es für mich angenehm ist. Da finde für dich die beste Variante, was für dich das Beste und Angenehmste ist. Vielleicht magst du auch eher vor einem Tisch sitzen oder in einen Stuhl mit einem Tisch daneben. Also mach da ganz, wie es für dich am angenehmsten ist. Und bevor ich anfange, genau ganz wichtig, vielleicht für Menschen mit längeren Haaren, denn der ganze Raum fängt nachher mit diesem Duft an,
beziehungsweise der ganze Duft und der ganze Rauch verteilt sich. Also man riecht danach wirklich nach den Kräutern. Bin vernebelt worden eigentlich von den Kräutern. Und deshalb muss ich hier noch mal kurz meine Haare zusammenbinden, damit die nachher nicht allzu dolle mitriechen. Genau. Und jetzt sehen wir hier, dass die Kohle sich schon vorbereitet hat oder immer noch weiter zieht und zieht. Also auch da geben wir noch ein bisschen Zeit, bis wirklich alles weiß ist. Und ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen, die du dir gerne aufschreiben kannst. Denn es wäre für dich zu langweilig, wenn du mir bei meinen Fragen oder bei meiner ersten Rauhnacht in meiner Meditation dabei bist. Aber ganz sicher ist bei mir die erste Frage, was ist im Januar passiert? Was hat sich da verändert? Was für Erlebnisse, was für Situationen, emotionale Situationen, vielleicht auch materielle Situationen, auch emotionale oder materielle Situationen hier geschehen sind. Also das wäre jetzt für mich so der erste Akt des heutigen Abends, mal zu gucken, was war denn eigentlich alles. Ich hatte beruflich in diesem Jahr eine Veränderung. Da werde ich sicher für mich nochmal zurückblicken, was war gut daran, was war nicht so gut daran, mit was habe ich Probleme gehabt oder wo waren meine Hürden, wo habe ich Außerordentliches geleistet oder Gutes geleistet. Aber es können natürlich auch Fragen sein, die ein bisschen noch tiefer in dich hineingehen, und da möchte ich dir eigentlich aus meiner allerersten Rauhnacht ein paar Inspirationen, Inputs mitgeben, was du dir jetzt heute Nacht in deiner ersten Rauhnacht für eine Frage stellen möchtest. Wenn du magst, nimm dir was zum Schreiben, schreib sie auf, damit du nachher wirklich in aller Ruhe deine Fragen beantworten kannst und in dich ganz sanft und voller Geduld in dich hineinhorchen kannst. Die erste Frage wäre: Was finde ich in mir, wenn ich ganz still werde? Also was findest du in dir selbst, wenn du still wirst und alles um dich herum still wird? Die zweite Frage: Was bedeutet es mir, still zu halten, inne zu horchen? Was bedeutet es dir, still zu halten und hineinzuhorchen? Die dritte Frage wäre: Wie gut höre ich auf meine Bedürfnisse im Stillen? Wie gut höre ich auf meine Bedürfnisse? Sei da ganz ehrlich zu dir bei allen Fragen, sei ganz ehrlich zu dir selbst, du tust es nur für dich. Die vierte Frage: Was brauche ich, um noch besser für mich zu sein? Was brauche ich, um noch besser zu mir selbst zu sein? Noch eine weitere Frage, wenn du möchtest. Wie sicher ist der Grund, auf den ich mein Leben gebaut habe? Wie sicher ist der Grund, auf dem ich mein Leben gebaut habe?
Und die letzte Frage für die erste Rauhnacht. Was brauche ich, um mich sicher zu fühlen? Was brauchst du, was brauche ich, um mich sicher zu fühlen? Wir sehen jetzt, die Kohle ist durchgehitzt, in der Mitte noch ein bisschen weniger, aber da ich dich trotzdem ein bisschen teilhaben lassen möchte von meinem Ritual, von meiner Rauhnacht. Ganz wichtig beim Räuchern ist, dass du wirklich nicht zu viel Ware draufschmeißt, sondern ganz, ganz wenig und dies auch in der Mitte verteilst. Und du siehst schon jetzt, wie wunderbar uns der Rauch schon gleich den Düften bezirzen wird, uns vernebeln wird, dich vernebeln wird, mich vernebeln wird. Einfach wirken lassen, einfach zuschauen, einfach riechen. Reflektieren, was war. Vielleicht die Fragen, die ich dir gestellt habe. Innezuhalten. Und vielleicht weißt du auch hier schon ganz genau, oh, da ist im Januar dieses Jahres ist mir eine schlimme Sache passiert oder ist etwas nicht Erfreuliches passiert. Vielleicht etwas sehr Beängstigendes oder sehr Schmerzhaftes. Und auch hier den Moment zu packen, das nochmal anzuschauen, vielleicht auch nochmal zu spüren und danach wirklich sich dafür entscheiden und dich bewusst dafür entscheiden, das loszulassen, weiterziehen zu lassen, sodass du diese Gefühle, vielleicht auch Ängste, was auch immer in diesen Gefühlen steckt oder welche Gefühle es sind, hinter dir lassen kannst. Sollten es gute Erfahrungen sein, nimm sie unbedingt, pack sie ein, schreib sie auf, nimm sie mit fürs neue Jahr. Zum Räuchern, jetzt hast du gesehen, es hat zuerst ziemlich geraucht und jetzt ist die ganze Rauchware wirklich ausgebrannt. In diesem Moment nehme ich das immer und schiebe das einfach beiseite in den Sand hinein, um jetzt Platz zu machen für den nächsten Aufguss, wenn man das so nennen möchte. Und auch hier wieder ganz wenig. Und du siehst, wie es knistert und knastert und mich nochmal etwas mehr in diesen Moment kommen lässt. Wenn ich dich jetzt inspiriert habe, um die Rauhnächte zu vollziehen, zu zelebrieren, freut es mich sehr, dich ermutigt zu haben. Ich werde jetzt zum Abschluss noch etwas meditieren. Wenn du mit mir meditieren möchtest, lade ich dich ganz herzlich dazu ein. Wenn du für dich in deine Meditation kommen möchtest, in deine Arbeit des Rückblickens, des Ausmistens, dann danke ich dir ganz herzlich fürs Zuschauen. Noch mehr Infos findest du auf meiner Webseite und noch andere Videos, Meditation, Achtsamkeit, Yoga, Entspannung findest du natürlich auf meinem Kanal. Wenn es dir gefallen hat, danke ich dir ganz herzlich für deine Wertschätzung. Du meinen Kanal vielleicht abonnierst. Auf alle Fälle wünsche ich dir das Allerbeste. Du bist wunderbar, du bist wertvoll, vergiss das bitte nie. Du trägst ein Licht in dir. Und ich wünsche dir, dass du dein Licht wahrnimmst, wahrnehmen kannst
und es so auch in die Welt trägst, denn die Welt scheint nicht immer voller Wärme und Nächstenliebe und Respekt. Deswegen ist es umso wichtiger, dass die vereinzelten Lichter wirklich auch in die Welt hinaus scheinen. Noch ein Aufguss, bevor wir dann zusammen noch in die Meditation finden. Schon ein bisschen viel, weil es ist ja immer schade, wenn man die ganzen Kräuter auch verschüttet. Und dann findest du in deinem Meditationssitz deine aufrechten Wirbelsäule. Lässt deinen Atem ganz natürlich strömen, ohne Anstrengung, ohne Beeinflussung, ohne Erwartung oder Druck. Einfach ein und aus. Vielleicht magst du dich auch in ein Mudra begeben. Du kannst aber deine Hände auch ganz entspannt auf den Oberschenkeln knien lassen. Ich empfehle, die Handflächen zum Körper zu nehmen, denn in den Rauhnächten schauen wir nach innen und fühlen nicht unbedingt sehr explizit, was draußen abgeht. Deswegen richte doch deine Handflächen zu deinem Körper. Und wenn du magst, finde heraus, mach dir Gedanken, was im Januar dieses Jahres alles so geschehen ist und passiert ist, was du erlebt hast. Waren es freudige oder was waren die freudigen und die schönen Momente, Erlebnisse, die du hattest im Januar dieses Jahres? Was waren die nicht schönen Momente, Erlebnisse? Trägst du diese Erlebnisse mit ins neue Jahr oder was davon kannst du denn mittragen? Und was davon lässt du im alten Jahr? Vielleicht wirst du dir auch bewusst, wie du heute zu diesen Momenten, Situationen stehst. Bist du an den Situationen gewachsen? Oder was hat dich an den Situationen genährt,
Also was hast du gelernt? Welche Lektion nimmst du mit im neuen Jahr? Und von welchen Situationen, von welchen Gefühlen löst du dich, erlöst du dich? Brauchst du vielleicht noch Unterstützung, um dich zu lösen von dem einen oder anderen? Wie kannst du dich selbst dabei unterstützen, dich zu lösen? Verweile hier. Nimm dir Zeit für dich. Lass dich teilhaben von meiner Meditation. Doch werde ich jetzt nicht mehr viel sagen. Vielleicht magst du dich nicht ganz alleine in deine Meditation begeben, dann bin ich noch ein bisschen bei dir. Doch ich danke dir schon jetzt ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche dir nur das Allerbeste. Pass gut auf dich auf. Weiterhin viel Kraft und Geduld, mit dir selber großzügig und in Liebe. In Liebe auch mit der Welt, auch mit den Menschen, die wir meinen, es nicht so verdient zu haben. Doch teile dein Licht. Dafür danke ich dir ganz herzlich. Deine Juli, The Golden Drop, die Achtsamkeitsschule in Zürich. Namaste.